Hey Freunde, servus, ich bin der Renton, wir spielen Dark Souls weiter und ich habe ein bisschen Zeitdruck, deswegen renne ich jetzt einfach durch. Und zwar erwarte ich noch Besuch, jemand will noch kurz vorbeikommen, der Kai, Gruß an der Kai. Und ich habe gedacht, ich nehme so schnell wie es geht noch vorher was auf, dass ihr nicht so lange auf den nächsten Dark Souls Part warten müsst. Deswegen seht ihr auch hier mein schönes Ohr, dass ich Klingel höre, Telefon höre, whatever. Also kann sein, dass ich irgendwo einfach abbrechen muss. Schauen wir mal. Was ich vorhabe in dem Part, ist tatsächlich abzuhauen von hier. Und es gibt keinen kurzen Weg. Wir müssen durch Blighttown zurück, aber der Weg durch Blighttown ist vermutlich relativ gediegen. Hoffe ich doch. Lass ich mal gerade mal gucken, wie meine Rolle ist. Ja, die reicht. Die reicht aus. Ich hoffe, dass wir hier gut durchkommen. Ich will auf jeden Fall hier unten in Quilax Domain das Bonfire nochmal anzünden. Dass wir den Weg hier nicht immer durchrennen müssen. Oh. Da habe ich eine Attacke gemacht, die ich nicht machen wollte. Wir sollten auf jeden Fall Stanima leveln. Wenn ich die Waffe hier weiter benutzen will. Was ich theopraktisch ja auch vorhab. So. Wie das ruckelt hier unten, gell? Das ist abnormal. Oh, komm ein bisschen schneller bitte. Hopp, 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 hopp. Ach Gott, ich hasse die Gegend wie die Sau, gell? Abnormal. Gruß übrigens an Andreas, an den Splatter und an Jack Sperrholz, die jedes Mal kommentieren und sich freuen, wenn es einen neuen Dark Souls Part gibt. Freut mich, dass es euch gefällt, ganz ehrlich. Ich bin jetzt zwar nicht der Beste und ich hätte besser vorher noch ein bisschen trainieren sollen bei dem Spiel, aber es scheint euch Spaß zu machen und das freut mich. Das war ekelhaft. Trank. Und hier rein. Alles klar, sehr gut. Jetzt hauen wir von dem Drecksloch hier ab. Ich hoffe, das funktioniert. So wie ich mir das vorstelle. Puh. Bin schon wieder ganz aufgeregt. Hey, gibt's nicht. Gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Wir müssen hoch. Ich hoffe echt, dass das klappt, gell? Keine Ahnung, wann ich runter muss. Hier. Nicht zu weit. Nicht zu weit. Okay, und auch hier wieder aufs Licht achten, würde ich mal sagen. Das Licht führt euch raus. Und dadurch, dass wir die Abkürzung aufgemacht haben, sollten wir da auch wieder rauskommen. Sollten. Ne? Ah, ne, da hinten will ich nicht hin. Nein, 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 werd nicht toxisch, werd nicht toxisch. Oh, fuck. Machen wir hier entlang. Also da oben, wo diese Pfeilschießer waren, gibt's noch eine Seele. Oh Mann, oh, ich will doch nicht. Fuck, da gibt's noch so eine Firekeeper Soul. Ach, Mann, 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 Mann. Wo muss ich hin, verdammt? Aber das ist halt saugefährlich. Ah, leider. Ne, da komme ich her. Dummheit. Also ich sehe es schon kommen, der Part läuft nicht so, wie ich das will. Aber gut, so ist es halt. Ich könnte mich mal
da runterrollen und hoffen. Ja, da komme ich her, ne? Da komme ich her. Kann auch sein, dass ich das Toxic in Kauf nehmen muss, dass ich da wirklich durchrennen muss, um hochzukommen. Möglich ist alles in dem Spiel. Ich probiere es einfach. Ah! Purple Moss. Ich glaube, das kann euch vor Toxic heilen. Ich gehe gerade mal hier ein Stück in Deckung und guck nach. Da ist der Leiter. Haha! Nicht gesehen. Ich hoffe, das klappt, gell? So, ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht gut aus. Oh Mann. Ja, sieht sehr gut aus. Oh mein Gott. Jetzt nur noch an denen vorbei und dann haben wir es geschafft. Waren das die letzten? Wenn ihr hier rauskommt, rechts ist ein geiler Drache, der versteinert ist und dann zu einem echten Drachen werden kann. Zeige ich aber beim nächsten Mal, wenn wir hier vorbeikommen. Ich will jetzt wirklich echt gucken, dass ich hier safe wieder nach Hause komme. Zum Bonfire. Ja, die Abstände zwischen den Bonfiren sind schon ziemlich groß stellenweise. Ist in Dark Souls 2 anders. Da sind relativ viele Bonfire. Dafür aber auch viele versteckte. Wenn ihr aber mal wisst, wo die sind, geht's relativ easy, ne? Also so ist nicht. So. Bis der da ist, gerade mal einen Schluck trinken. Sehr gut. Hat perfekt geklappt. Oh. Bin ich froh, dass ich da raus bin, gell? Ist das ein fettes Schwert der Zweihänder? Abartig. Ja, und sorry, dass ihr allzu lange warten müsst auf die Parts. In letzter Zeit fällt es mir schwer aufzunehmen, Zeit dafür zu finden. Wird nächste Woche vermutlich besser. Ich habe 3 Tage frei. Will gucken, dass ich da mindestens einen Tag zum Aufnehmen nutzen kann. Schauen wir mal, wie das klappt. Wir sind da. Gott sei Dank. Okay. Wir machen uns direkt auf den Weg nach oben. Und was ich vorhabe, ist 20.000 Seelen zu sammeln, um zu leveln, dass ich fürs nächste Mal fit bin. Und es klingelt. Da bin ich wieder. Der Kai war da. Kann sein, dass die Kamera jetzt ein bisschen anders gedreht wurde oder sonst was. Weil der Kai hat was Geiles mitgebracht, wo wir ein Unboxing gemacht haben. Und da gibt es dann auch demnächst ein Video zu. Ich glaube, bei denen muss man menschlich sein und könnte dann theoretisch mit denen mitlaufen. Bin mir nicht mehr sicher. Keine Ahnung, was hier geht. Will aber auch hier ehrlich gesagt nicht mehr viel machen. Ich könnte hier irgendwo auch Magic bekommen. Magic will ich aber auch nicht. Ich bin mehr so der Waffentyp. Ich habe noch nie ein Dark Souls Spiel mit Magie gespielt. Sollte ich vielleicht mal tun. Ich weiß es nicht. Splatter. Wenn du mal Magie gespielt hast, weil der hat auch ziemlich viele Stunden in Dark Souls verbracht, schreib mal runter, wie das so ist. Würde mich mal interessieren.
Weil ich finde, es sieht irgendwie immer langweilig aus und es hat mich auch noch nie wirklich so stark interessiert, muss ich sagen. Muss ich zugeben. Bam. Okay, die geben sehr wenig Seelen, was mich ein bisschen anpisst, weil ich ja 20.000 brauche. Wird ätzend, könnte ätzend werden. Aber gut, was willst du denn machen? Was willst du machen? Eventuell kann ich den Zweihänder ein bisschen upgraden, das wäre fett. Das wäre sehr fett. Ich könnte mich auch um den Boss Moonlight Butterfly kümmern. Wenn ich ihn schaffe. Können wir mal schauen. Der gibt, glaube ich, 10.000 Seelen, das habe ich nachgelesen. Und hier hinten ist jetzt das Tor aufgegangen, wenn man mal sieht. Genau hier hinten. Und da geht es jetzt storytechnisch weiter. Das wird aber sehr, sehr, sehr hart. Und deswegen würde ich halt eben auch gern leveln. So, gucken wir jetzt erstmal Items. Ich hoffe, dass das reicht, um mein Zeug zu reparieren. Repair Equipment. Drake Sword. Zweihänder. Okay, und das Zeug, was ich brauche ich nicht. Okay. So. Purchase Item. Kann ich irgendwo Sachen verkaufen? Ich weiß es gar nicht. Reinforced Weapon. Was braucht man für einen Zweihänder? Titan Knight Shard. 2 Stück. Verkauft er die? Ja, tatsächlich. Ich kann aber nur eins kaufen. Leck mich doch am Arsch. Gehen wir mal hin. Killen noch jemanden. Holen noch ein paar Seelen. Ich muss es ja eh machen. Könnte für euch relativ langweilig werden. Deswegen, wenn ich hier die Seelen farm, kann es sein, dass ich es rausschneide. Oder dass ich es auf Fast Forward mache oder so. Ich weiß es noch nicht. Holy shit, ey, die Waffe ist so kack langsam, aber dafür so scheiße stark. Voll rein. Ah, das gefällt mir. Gefällt mir. Ich könnte auch noch mal versuchen, den, fuck, wie heißt er denn? Den Riesen da unten, den ich schon mal probiert habe zu killen. Ob ich diesmal vielleicht hinkriege. Übrigens habt ihr ja diese Seelen von den Bossen. Die habe ich ja immer schön eingesetzt, damit ich da ein paar Seelen rauskriege. Mit denen könnt ihr aber später spezielle Waffen herstellen. Das wusste ich auch nicht. Und von daher müsst ihr euch überlegen, will ich lieber die speziellen Waffen oder will ich lieber die Seelen. Zumal man ja nicht sofort weiß, wie viel Seelen das überhaupt bringt. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Was seht ihr hier? Crest of Artorias, die brauche ich. Und die kostet 20.000, verdammte Scheiße. Special Ember required for blacksmith to... Ah, Modify Equipment, okay, stimmt. Ah, ich habe zu wenig Seelen. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Komm dann, fuck it. Das zieht ihm nichts ab. Gehen wir mal taktisch anders vor.
Nix gebracht. Ich treff den halt auch nicht gescheit, ne? Fuck, fuck, fuck und weg. Jetzt aber, komm. Und da geht er down. Demon Titanite. Sehr schön. 2000 Seelen, auch sehr schön. Ich upgrade jetzt in Zweihänder. Well, you need it. So. Reinforced Weapon. Zweihänder. So, und für 4 bräuchte ich wieder 2 Titanite Charts, wo ich wieder zu wenig Geld habe. Don't get yourself. Ich glaube, das mache ich noch schnell. Komm. Scheiß drauf, hole ich noch ein paar Seelen. Weil ja, ich brauche 20.000, um wie blöd zu leveln. Aber die Waffe hier auf plus 4 zu bringen, ist natürlich auch ziemlich geil. Von daher machen wir das noch, komm. Okay, gehen wir gleich ein Stück weiter. Den hätten wir jetzt auch. Den auch. Ich denke, das sollte reichen vom Geld her, oder? Von den Seelen her. Geld ist es ja nicht wirklich. Hoffen wir mal, dass es reicht. Ich glaube, 1,6 brauche ich für die 2 Titanite Charts. Wie viel ich brauche, damit das Ding überhaupt gelevelt wird, weiß ich nicht genau. Müssen wir mal gucken. Eben hatte ich schon Angst, dass das Spiel nicht aufnimmt. Leg's mir am Arsch. Ne, ich muss nicht unbedingt ans Bonfire. Well, you. Man braucht 800 Seelen. Ey, leck mich doch am Arsch. Reinforced Weapon. Mein Gott, jetzt habe ich echt überlegen müssen. Jawohl, jetzt brauche ich mal 3 Titanite Charts. Ja, machen wir jetzt nicht. Plus 4 reicht erstmal. Was wir jetzt machen ist, wir gehen an das versteckte Bonfire und von dort aus gehen wir zu Moonlight Butterfly. Ich versuche sie zu plätten, komm. Sollte uns eventuell gelingen.
Bam. Die stecken schon gut was ein, gell? Jetzt nimmer. Warum hat das eine jetzt nur 100 Seelen gegeben und das andere 300? Sauber, sauber, sauber. Ich glaube, da kommt keins mehr, oder? Von den Baumviechern. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Rest at Bonfire und zurück. Gehen jetzt hier nach links. Richtung Boss. Und hier unten warten aber hässliche Gegner auf uns. So richtig hässliche Gegner. Da laufe ich nicht rein. Und ein Trick ist es, glaube ich, im Licht zu bleiben. Dann kommen die Gegner nicht. Soweit ich weiß. Also das sind die fetten Dinger hier. Ich zeige es euch mal einfach. Ja, es war wohl zu früh. Wie viel geben die? 600 Seelen. Könnt man überlegen, hier zu farmen. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Ich bin mal gespannt, ob ich Moonlight Butterfly direkt schaffe. Ist mal wieder nicht so ein schwerer Gegner, weil man nur ausweichen muss und dann auf die Fresse geben muss. Aber naja. Seht ihr, so viel zu leicht. Hopp, komm runter, verdammt. Die muss ich an diese Brücke lehnen. Jetzt. Und weg, 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 weg. Schicke Musik, gell? Also...
Tür zu meinem Vorteil nutzen. Unerledigt. Sehr schön. Okay, ich weiß nicht mehr genau, was einen hier hinten erwartet. Ich weiß nur, dass ich nicht den normalen Weg zurückgehe. Sondern dass ich den Homeward Bone benutze. Nur aus Sicherheitsgründen. Es ist schade, dass man keinen Safe hat, wo man so jetzt die 10.000 Seelen ablegen kann, dann 10.000 Seelen farmen. Watchtower Basement Key. Divine Ember und Homeward Bone. Okay, sehr gut. Das war's. Jawohl, zurück. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass wenn es zu Sen's Fortress kommt, dass es sehr hässlich wird und sehr anstrengend für mich. Sen's Fortress ist jetzt nicht so toll. Ich glaube, ich verwende die Bossseelen in der Hoffnung, dass es bis zu 10.000 bringt. Scheiß auf die Waffen, die man kriegen kann. Ich will eh beim 1200, fuck. Ich will eh beim Zweihänder bleiben, hauptsächlich. Es reicht. Es reicht. Okay, dann beten wir jetzt einfach, dass ich es schaffe, da durchzukommen, ohne zu sterben. Einer weg, finde ich sehr gut. Der zweite weg, finde ich auch sehr gut. Und jetzt ist nur noch ein dritter da. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das bedeutet, die Stelle, die ich euch zeige, an der könnt ihr... Das hatte ich vergessen. An der könnt ihr so gut leveln, dass das für viel später im Spiel noch ausreicht. Also damit kommen wir dann schon sehr weit. Ist nur ein bisschen zeitintensiv und ich werde euch nur zeigen, wie man da levelt und werde aber abseits der Kamera dann eine Stunde oder so die Taktik machen, mich selbst da aufleveln, dass wir eben dazu kommen, gut vorbereitet zu sein. So. Der Divine Ember, damit könnt ihr Modify Equipment, das geht hier mit keiner Waffe. Purchase Item, jetzt nichts Falsches machen, gell? Jawohl, jetzt haben wir sie. Geht nur eins, schade. Ach, ajo. Und jetzt gehen wir zurück wieder zum Bonfire, öffnen das Tor und dann zeige ich euch, wie man da leveln kann, wie man da leveln kann. Wenn ich es überhaupt noch hinkriege. Sollte aber nicht so schwer sein. Kommen die Gegner jetzt nicht mehr, oder? Ah, ich war an keinem Bonfire. Das erklärt's. Hatte ich ganz vergessen. Das hatte ich vergessen. Alles klar. Jetzt sind wir hier.
öffne das Tor. Was ich jetzt mache. So, damit ich schneller renne. Okay, und jetzt zeige ich euch den Trick, wenn es klappt. Ihr rennt hier vor. Ihr müsst die Gegner an euch ziehen. Vorsicht vor dem Depp. Jetzt beeilen. Und hier hinten kommen sie nicht mit. Jetzt bleibt ihr hier stehen. Das sollte normalerweise nicht passieren. So. Zack. Und 10.000 Seelen. Das ist natürlich Bombe, ne? Das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Und so könnt ihr super schnell leveln in dem Spiel. So, das hätten wir jetzt mal oben. Ich wiederhole das jetzt noch 4-5 Mal. Einfach damit ich die Taktik hier rauskriege. Und wie gesagt, den Rest mache ich dann wohl abseits der Kamera. Hier ein bisschen zickzack laufen, dass der euch mit der Magie nicht trifft. Ab und zu kann er euch da treffen. Das ist natürlich scheiße. Aber kein Problem, ihr könnt einfach direkt wieder da rausrennen und eure Seelen wieder einsammeln. Geht natürlich auch. Jetzt gerade mal schauen. Das machen wir jetzt nochmal. Ich glaube, die hole ich sogar zuerst. Besser ist das. Besser ist das. Seht ihr, die liegen nicht mal ganz am Rand. So, ich nehme den Baum, der hier liegt, immer als Ankerpunkt. Das war knapp. Beziehungsweise als Orientierungspunkt, nicht als Ankerpunkt. Seht ihr, das meine ich? Das ist jetzt scheiße gelaufen. Normal müsst ihr ein Stück weiter, also nicht ganz an der Wand, sondern ein Stück weiter vorne stehen. Und dann fliegen die halt so über euch drüber. Das war jetzt ein bisschen doof. Machen wir noch einmal. Scheiß drauf. Diesmal liegen sie ganz am Rand. Ich kann euch gar nicht sagen, bis zu welchem Level es Sinn macht, hier so zu leveln. Warum waren das nur 2?
Wo ist der Recht? Da ist normal noch so ein Geist dabei. Der war jetzt, glaube ich, nicht mit am Start. Ah! Junge! Komm, den kriegt man auch so platt, oder? Die mit ihrem Zauberscheiß. Bäm, so viel zu deinem Zauber, Junge. Ja, der ist echt noch ein Stück zu stark für mich, gell? Mal gucken, ob er mir hinterher rennt und da runter fliegt. Das fände ich nicht schlecht. Fände ich okay. Ja, macht er. Er dreht wieder um. Und tschüss. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, reicht's für ein Level? Ja, es reicht für ein Level Stärke. Also ich will hier die Stärke auf jeden Fall auf 40 bringen und den Rest mal gucken, wie wir es machen. Schaut euch den Screen an, beim nächsten Mal wird er anders aussehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch war es jetzt nicht zu langweilig, weil ich hier eigentlich nur einen Boss gemacht habe und ein bisschen blöd rumgerannt bin. Trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!